Hallo zusammen! Das ist wieder so ein Video, wo ich einfach so ein bisschen euch up-to-date halte und euch so Informationen gibt, wie es gerade so läuft um den Kanal und einfach so ein bisschen euch einfach auf dem Stand behalten. Ich werde auch versuchen, so kurz wie möglich das alles durchzubringen, weil ich wollte nicht wieder so ein 10-Minuten-Video machen, wo ich so einfach alles erkläre. Darum wollte ich eigentlich ziemlich schnell durch die Themen durchgehen. Darum, ja, fangen wir eigentlich gerade an. Das erste Thema ist gerade der ZFF 72 Wettbewerb, wo ja die letzte Woche, wenn ihr das schaut, passiert ist. Okay, wo ich es aufgenommen habe, ist auch die letzte Woche. Ja, egal. Es geht einfach um den Wettbewerb. Ich wollte mich einfach schnell bedanken für eure Votes, weil das ist wirklich doppelt so viel wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr haben wir, glaube ich, 67 oder so gehabt, Votes. Und jetzt haben wir einfach 129 Votes gehabt. Das ist mega cool, wirklich. Danke vielmals. Und ja klar, es hat halt für nichts gelangt, aber eigentlich kann ich das ja schon vorausahnen, weil ich habe jetzt nicht gerade die grösste Reichweite. Ich möchte mich einfach bedanken und ich glaube, bei vielen von euch ist es auch ziemlich gut angekommen, das Video, weil es hat auch viele gegeben, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, halt, das Video ist mega gut und so. Und es hat auch viele gegeben, die gesagt haben, sie wollen voten gehen, aber es hat auch ein paar gegeben, die nicht gewusst haben, wie voten. Ich glaube, das nächste Mal müsste ich noch erklären, wie das geht, weil ich glaube, es ist nicht so klar, weil die Webseite ist ziemlich verwirrend am Anfang. Aber ich möchte mich einfach für den tollen Support bei euch bedanken und dass ihr halt in so einer kurzen Zeit einfach so viele Votes angebracht habt. Und ich glaube, in einem Jahr werde ich sicher wieder mitmachen und dann kann ich es ja nochmal versuchen und vielleicht habe ich dort ein bisschen bessere Chancen als dieses Jahr. Kommen wir zum nächsten Thema und da ist... was ist das für ein Akzent? Ich habe vor ein paar Wochen eine Abstimmung gemacht auf Insta und dort ist es darum gegangen, welchen Hashtag ihr lieber findet. Ich muss gerade nachschauen, was ich überhaupt geschrieben habe. Wo sind die schon wieder? Ich vergesse immer, wo die gespeicherten Stories sind. Ah, da. Ich habe euch gefragt, ob euch lieber Greg oder du Greg gefällt und ihr habt euch für... Was steht das? Ich check Insta überhaupt nicht. Und ihr habt euch für Greg entschieden, es steht 17:14. Ja, und ein paar haben sich jetzt sicher schon gefragt, für was ist überhaupt der Hashtag und so. Und vermutlich haben es ein paar auch schon herausgefunden. Aber ich habe jetzt vor, ein neues Format starten, nämlich, dass ihr mir Fragen könnt stellen und ich sie dann so beantworten. Ihr kennt das vermutlich von allen anderen YouTubern, das macht so ziemlich eigentlich jeder. Aber ich finde das halt so einen coolen Output, weil da kann man halt so auf Fragen eingehen und zum einen halt so ernst bleiben und beim Thema bleiben, wenn es eine Frage ist, wo man das halt machen muss. Aber wenn es dann halt so lustige Fragen sind oder halt so Fragen, wo du denkst, oh, ich wüsste jetzt eine perfekte Idee, um halt die Frage so ein bisschen zu umschreiben und zu umsetzen, dann kann man halt so wie einen Sketch daraus machen oder einfach irgendetwas machen. Und das finde ich halt so cool an dem Format und darum, ja. Aber ich werde sicher meinen eigenen Twist reinbringen und halt nicht so das Typische machen, was alle anderen machen. Aber ja, darum wäre ich froh, wenn ihr nach dem Video da unten könntet mit dem Hashtag #Greg mir Fragen stellen, was euch schon immer mal gewundert habt an mir. Einfach irgendetwas, ob zu meinen Videos oder zu mir oder zu was ich mache. Einfach irgendetwas. Es kann auch irgendein random Fakt sein, wie zum Beispiel Bananen sind krumm. Keine Ahnung. Nein, okay, das ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber schreibt mir doch da unten einfach irgendwelche Fragen mit dem Hashtag #Greg oder auch irgendwelche Statements, was auch immer. Ihr könnt auch auf dem neuesten Bild, das jetzt gerade online gekommen ist, wenn ihr das Video seht, von Insta, könnt ihr unten auch anschreiben, wenn ihr irgendeine Frage habt, auch wieder mit dem Hashtag #Greg. Für das ist er da. Und dann werde ich mir die besten aussuchen, wobei ich glaube, so viel wird es nicht haben, aber einfach die aussuchen, und ich denke, oh, ich wüsste jetzt eine Idee und mir in ein paar Wochen wird das erste Video von, wie auch immer das Format wird heissen, kommen. Ich muss mir noch einen Namen ausdenken. Also eben, schreiben mir einfach mit dem Hashtag #Greg irgendeine Frage oder was auch immer. Es ist mega dumm, wenn ich #Greg sage. Sagen wir mal ganz schnell hintereinander. #Greg, nicht. Wie jetzt schon draus geht. Aber ja, schreiben mir einfach irgendwelche Fragen und so unten in den Kommentaren und auf Instagram. So, dann wäre das auch abgehakt und dann können wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Abschluss und so letztes Thema, was auch immer. Ich weiß, es ist ziemlich kurz, aber ich will eben, wie gesagt, wirklich schnell durchkommen, weil es ist, ich glaube, es ist ein bisschen langweilig, wenn man so 10 Minuten anschaut. Wie habe ich das gerade gesagt? 10 Minuten. Wenn man einfach so 10 Minuten sieht, was ich labere, und eigentlich ist es gar nicht spannend, so wie meine graue Wand, die ich im einen Video so vorgestellt habe, so... Okay. Aber ja, wie ihr vermutlich alle bemerkt habt, sind jetzt irgendwie so mega unregelmäßig einfach die Videos rausgekommen. So mal ein Video, nachher einen Monat nichts und nachher wieder ein Video, dann eine Woche drauf eins und nachher plötzlich so 1,5 Monate nichts. Es ist einfach so ziemlich unregelmäßig alles gekommen. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wieso das so ist, oder einfach so ein bisschen gesagt, an was es halt liegt im Moment, wieso das keine Videos kommen. Aber es ist halt immer noch das Gleiche. Ich versuche jetzt langsam reinzukommen, halt. Mein Ziel war es halt immer, wöchentlich ein Video rauszubringen, was ich halt so eigentlich nie geschafft habe, außer vielleicht so 3 Wochen hintereinander oder was auch immer. Aber mein Ziel war eigentlich immer, am Montag um 12 Uhr ein Video rauszubringen. Ich versuche langsam reinzukommen und darum kommt jetzt auch das Video, auch wenn es nicht viel ist in dem Sinn, aber einfach ein Video, um halt wieder ein bisschen erklären und wieder ein bisschen reinkommen in den Flow von ein Video pro Woche und so. Und es sind halt immer noch die gleichen Probleme, halt schulisch, wo halt ein bisschen stressig ist alles, aber das hat halt jedes Kind in diesem Alter oder auch
halt einfach sonst Sachen, die nebendran noch laufen, neben YouTube und so, weil das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich fotografiere ja auch und ich mache Aufträge nebendran, halt, wo jetzt langsam immer mehr kommen und wo ich halt viel Zeit dafür investiere, damit es halt so gut wie möglich wird. Und dann fehlt halt wie so Zeit, um das zu machen und dann auch die Motivation, weil man so den ganzen Tag in der Schule war und dann kommt man heim und macht nochmal Schule meistens und nachher noch halt eben so auftragmäßig und dann hat man halt wie nicht die Motivation, noch Videos dazu zu machen. Aber ich versuche langsam wieder reinzukommen. Ich kann euch zwar jetzt schon sagen, dass nächsten Montag kein Video wird kommen, weil ich es glaube ich nicht schaffen, in der Zeit, wo ich kann, diese Woche dann das fertig zu machen, weil es geht immer noch ums Bloopers-Video, das ich ja schon seit so 2 Monaten abgeplant habe, zum rauszubringen. Aber ja, für das werde ich vermutlich noch 2 Wochen Zeit brauchen, das heisst erst am übernächsten Montag. Und ich glaube nicht, dass nächsten Montag überhaupt ein Video rauskommt. Also es wird jetzt 2 Wochen gehen, bis das nächste rauskommt. Aber dafür dann regelmäßig. Das heisst, dort werden dann wieder regelmäßig wirklich Videos kommen. Das ist jetzt einfach eine Pause für eine Woche. Aber das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit dem Video. Ich möchte eben, wie gesagt, nicht zu viel reden, weil ich möchte nicht wieder so ein langes Video machen. Aber das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nicht so ein unterhaltsames Video war. Aber wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich doch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch könntet da lassen. Boah, ist das gerade komisch gewesen. Eben wie gesagt, schreibt mir gerne mit dem Hashtag #MGreg in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, wenn ihr denkt, etwas passt so von der Art her in das Video rein, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Oh, und übrigens, ich habe nicht vergessen, dass wir mittlerweile schon warte, ich muss nachschauen, dass wir mittlerweile schon 106 Leute sind, wenn wir fokussieren. 106 Leute, das ist wirklich viel. Aber eben wie gesagt, das Video dazu kommt gleich, bleibt einfach gespannt. Und dann würde ich auch schon sagen, ist das mit dem Video und ich sehe euch am Montag in 2 Wochen am 12 Uhr. Tschüss! Ich möchte euch schnell etwas mega Faszinierendes zeigen. Das ist auch so ein Filter. Man nimmt den einfach und dann drüllt man einfach und drüllt und bam. Es ist einfach komplett schwarz. Wie geht das?